du und ich, wir als Nachfolger, wir sind gemeint. Wir sind gemeint, dass wir genau diese Aufgabe haben. Die Aufgabe haben, das Evangelium zu säen. Ich wollte euch gerade zum Anfang fragen, wer von euch hatte mal so ein Poesiealbum gehabt? Oder reingeschrieben? Zu anderen? Ich weiss nicht, wie das früher war. Dort hat es einfach so schöne Sprüche gegeben. Irgendwie «Lebe frisch und froh wie die Maus im Haselstroh» oder irgendwie solche Sachen. Oder man hat auch reinschreiben, was man mal werden will, oder? Habt ihr das auch reingeschrieben? Das war bei den Eltern, glaube ich, weniger, aber bei den neuen Büchern kann man reinschreiben, was möchte ich einmal werden. Jetzt gehen wir mal kurz zurück in euren Gedanken. Als ihr jung sind, was habt ihr werden? Was war euer Traum? Wo habt ihr euch gesehen? Ja, die einen, die vergoogeln es fast. Das wäre spannend, könnten die fragen. Das wäre wirklich interessant, das zu hören. Jetzt nehme ich einfach etwas Wunder. Hat jemand von euch per Zufall den Berufswunsch Sämann eingeschrieben? Niemand? Niemand? Ja, aber das ist der Auftrag von dem Bibeltext, den wir heute gehört haben. Das ist das Wichtigste. Das hat niemand von uns aufgeschrieben. Also ich muss ehrlich gestehen, ich auch nicht. Und ich habe gedacht, dann wollen wir doch wenigstens heute zusammen das Berufsprofil von dem Sämann einmal ein bisschen neuer anschauen und auch dazu anschauen, was denn so das mit dem Samen auf sich hat. Und wenn man Sämann ist, dann braucht man ja einen Boden. Haben wir alles gehört. Also, fangen wir doch einmal mit dem Sämann an. Ich habe das erste Bild, oder ich habe ja da eigentlich so das Ding, gell? Genau. Jetzt, wenn die Leitung schon da ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich die unbedingt führen, die Bildchen von unserer Reise auf Israel. Nein, natürlich nicht wegen der Leitung. Wir haben ja zusammen mit den Heilsarmee-Offizieren eine Reise machen. Und ihr müsst euch vorstellen, etwa da in dieser Landschaft befinden wir uns, wenn wir jetzt dann den Text anschauen. Aber wir wollen da mit dem anfangen. Der Sämann. Ja, und vorher hast du vielleicht gedacht, ach, ich bin doch auch kein Kind mehr, ich schreibe doch schon lange kein Poesiealbum mehr, das ist doch längstens vorbei. Und vielleicht hast du auch gedacht, ja, ich gehöre ja schließlich nicht zu diesen Jüngern oder zu diesen Zuhörern von Jesus. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist doch das eine alte Geschichte. Wir wären da zu Kapernaum am See vom See Genezareth, wo Jesus das erzählt hat. Und ehrlich gesagt, etwas Zweites bin ich auch noch froh, dass wir nach dem Vortragen von diesem Bibeltext nicht wieder heim sind. Weil, was soll ich noch predigen? Jesus hat ja den Text ausgelegt, oder? Also die eine Bibel haben, nehmen die Führer. Ich sehe es. Es ist klar, was das bedeutet. Was soll man denn noch sagen? Er sagt ganz klar, wer Ohren hat, der höre. Er redet in Gleichnis zum jüdischen Volk und zu seinen Jüngern. Und was Jesus auszeichnet hat, er hat nie irgendwelche abstrakten Theorien gebraucht, sondern er hat immer geredet, dass die Leute sich das vorstellen können. Er hat ihnen immer geistliche Wahrheiten vermittelt, verknüpft mit ihrem Alltag. Und darum kann man auch nicht sagen, bei diesen Geschichten, die Jesus erzählt, ja, das sind doch Kindergeschichten. So herzig, da ist einer aufs Feld, hat ein bisschen Körnchen gestreut, die Vögel sind gekommen, es hat schöne Blümchen gehabt. Ja, das könnte man sagen. Und wenn man es einfach so oberflächlich liest, könnte man auch zu dem Schluss kommen. Oder, wer Ohren hat, der höre. Und ich will an eure Ohren appellieren, selber zu hören. Selber den Heiligen Geist, den wir heute Morgen eingeladen haben, auch gerade durch Lieder, durch Gebet,
dass der Heilige Geist an uns wirkt, dass wir den Text von dem Sämann, von dem Acker, können verstehen. Und wenn die Leute zugelassen haben, dann haben die ein Bild vor sich gehabt, das eben etwa so aussieht. Wenn wir zulassen, weiss nicht, was sieht man dann ganz ehrlich gesagt? Also ich habe mir vorgestellt, bei uns daheim ein Acker, flach, ein Traktor und eine Sämaschine. Oder? Das ist doch eigentlich das, was für uns heute normal ist, wenn man vom Säen redet. Also mein Vater, der hatte so einen ganz kleinen Ächerli gehabt, wo der Traktor nicht einmal hätte kehren können. Dann habe ich gesagt, ja, das bringt ja gar nicht. Da hat er tatsächlich von Hand gesät. Also ich habe das erlebt. Ich weiss nicht, ob jemand von euch auch schon gesät hat im Adelboden. So Korn. Wenig, he? Wenig. Aber eben darum habe ich euch da einen mitgebracht. Das haben die etwa vor Augen gehabt. Und was auch ganz wichtig war, zu dieser Zeit hat man nicht einfach sagen, ja, jetzt haben wir halt schlechten Ertrag, wir importieren dann gerade von dort oder da. Sondern wenn man nichts hatte, kein Saatgut, das wäre schlimm gewesen. Das hätte Hunger und den Tod für das nächste Jahr bedeutet. Darum ist Samen etwas äußerst Kostbares, wo man nicht einfach so vergeudet oder verschwendet. Und eben, es ist traditionell in einem Tuch umgebunden und meistens auch nicht unbedingt auf ein gepflügtes Feld, so wie wir uns das vorstellen, sondern es ist mehr so ein Stoppelfeld eigentlich gewesen, wo man dann von Hand reingesät hat. Und meistens hat man nachher dann, kannst du glaube noch mal weiter? Ja, so ist gut. Seht ihr es? Was da, ein Baumstamm, seht ihr die? Also kommt jemand raus, was das ist? Wer hat das gesehen? Ja, ein Pflug. Das ist ein Pflug. Und der Pflug, den haben wir auf unserer Reise in dem Museum in Nazareth gesehen. So muss man sich den Pflug vorstellen, wo zu Zeiten von Jesus die Leute gepflügt haben. Also man hat gesät und nachher hat man das Korn eingepflügt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und darum ist der Boden auch nicht so intensiv umgepflügt worden, wie wir es vielleicht mit unseren Maschinen kennen. Aber jetzt kann man sagen, wenn das Korn doch so kostbar und der Boden so hart und so schwer zu bearbeiten war, was ist das für ein Sämann, wo Gott da davor redet? Ist der verschwenderisch? Pfludert der bei der Arbeit? Hat er sonst irgendein Problem? Wahrscheinlich nicht. Jesus berichtet nicht von einem unfähigen Bauer. Es war meistens normal, dass man so gesät hat. Anscheinend, ich habe gelesen, ich war ja nicht dabei, hat es so Trampelpfade auch einfach durch die Felder durchgehabt, wo die Leute drüber gelaufen sind. Und auch dort hat dann der Bauer gesät, weil wenn er gepflügt hat, hat er den Pfad je nachdem gerade nach unten gepflügt. Aber dort war es hart und schwierig. Oder denkt auch, seht ihr die vielen Steine, die es da hat? Es hat so wenig Humus, das ist wirklich schwierig. Und es ist sehr unterschiedlich. Der Acker ist nicht so tiefgründig, wie wir es kennen, sondern eben eher so wenig Humus. Mal hat es eben Steine zwischen den Felsen. Das ist je nachdem der Ertrag eben unterschiedlich gewesen. Und der Ertrag, das lesen wir ja, ist von 100 bis 30-fach alles möglich. Aber etwas, glaube ich, ist wichtig. Der Sämann, der sät grosszügig. Grosszügig sät er. Und er weiss ganz sicher, es gibt Ertrag. Seht ihr das Feld? Es gibt Ertrag. Das ist so genial, dass aus so einem ganz kleinen Körnchen also ein richtiges Ähre wird, wo x-fach mehr Körner dran sind. Das ist unglaublich. Das ist also eine gewaltige Vermehrung von dem Korn. Und Jesus erzählt die Geschichte der Menschen in diesen Gleichnissen, wo es eben ums Geheimnis vom Himmelreich geht.
Und die eine Bibel haben, die sehen, es geht nachher dann weiter. Jesus erzählt weiter nachher das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Und dort steht im 13. Kapitel, im Vers 37, steht: Und der antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, also Jesus. Wenn wir das Gleichnis also nicht unbedingt vom Acher her anschauen, sondern vom Sämann deutet, was Jesus nämlich auch sagt, er erzähle das Gleichnis vom Sämann, dann können wir Folgendes festhalten. Der Sämann hat gut gearbeitet. Es ist ein vorbildlicher Mann. Er rechnet die Chancen vom Misserfolg durch Dornen, Felsen etc. ein. Er ist vertraut mit dem, er kennt den Boden, aber er weiß, dass seine ganze Arbeit und Mühe sich lohnt. Eben, er sät grosszügig und er ist bereit, voll und ganz zu investieren. Was hat jetzt das mit uns zu tun? Es gibt Ausleger, die meinen, es sei nicht unbedingt Jesus, der sich da selber meint mit dem Sämann, sondern dass er meint, du und ich, wir als Nachfolger, wir sind gemeint. Wir sind gemeint, dass wir genau diese Aufgabe haben. Die Aufgabe haben, das Evangelium zu säen. Weil wenn wir uns für ein Leben für Jesus und mit Jesus entschieden haben, dann soll das ein Leben sein, das alltagsrelevant ist. Immer wieder heisst es ja, wer Ohren hat, der höre. Und es heisst auch, wir sollen Täter vom Wort sein, heisst es im Jakobus 1,22. Jeder von uns soll ein Verkünder sein vom Evangelium. Und das ist unser Auftrag. Jedem von uns, wer mit Jesus unterwegs ist, der hat den Auftrag, das grosszügig zu streuen. Habt ihr schon mal gesehen, dass der Bauer selber Samen machen kann? Dass er irgendwie ins Büro geht und dann ein Säckchen nimmt und dann macht. Und dann kommen die Sämli raus. Nein, also Monsanto wäre ja entsetzt, wenn das geht. Nein, das geht nicht. Wir können selber eben nicht Samen kreieren. Nach wie vor, auch 2024, sind wir auf natürliche Vermehrung angewiesen. So, wie es Debbie im Psalm gelesen hat. Gott ist der, der das Wachstum schenkt, den Samen schenkt. Das macht nicht der Bauer. Also möchte ich euch sagen, wenn wir Sämänner sind und Frauen, wenn das unser Auftrag ist, dann habt keinen Stress. Habt keinen Stress, selber Samen zu machen. Der Samen, der schenkt Gott uns. Und das ist doch so entlastend. Das finde ich etwas Wunderbares. Und so kommen wir wie zum zweiten Punkt. Eben der Sämann ist in diesem Gleichnis sicher der zentrale Faktor. Aber eben ein Sämann ohne Samen ist wirklich nichts, kann man nicht brauchen. Und darum ist es mir auch noch so wichtig gewesen, zu überlegen, ja, was ist denn der Samen? Das Wort Gottes ist der Samen. Das Wort Gottes, das wir da in unserer Bibel haben, heißt es ganz klar im Hebräerbrief, es ist gut, es ist lebendig und scharf, es trennt. Es ist nicht einfach, oh, so herzig, so lieb, so ein hübsches Schäfli. Nein, das Wort Gottes ist klar. Das Evangelium erzählt von dieser guten Botschaft, dass Leben mit Jesus möglich ist. Und das Wort Gottes hat die Zusage, es kommt nie leer zurück. Das ist Jesaja 55, Vers 11. Also wenn wir im Vertrauen säen, das müssen wir uns doch immer wieder sagen. Kennen Sie die Situationen auch? Man probiert irgendjemandem, zum Beispiel in der Familie, immer und immer mal wieder irgendwo etwas zu sagen. Und man denkt, oh, nein, schon wieder nicht zugelassen. Ja, aber der Samen, der ist gut, der bleibt gut. Und es ist nicht der Samen, sondern es ist der ganz persönliche Entscheid, eben wo der Samen hergeht, was dort passiert. Darum ist es wirklich wichtig, das Wort allein, das nützt nichts, wenn wir es nicht annehmen und selber in die Tat umsetzen. Jesus zu hören,
Das ist etwas. Aber dann seinen Worten auch Taten folgen zu lassen, das ist die Herausforderung. Und so möchte ich euch auch fragen, gibt es irgendetwas, wo Jesus dir gesagt hat? Vielleicht erst gerade oder schon länger, wo du eigentlich wüsstest und merkst, prüf es nochmal. Red mit Gott über das und bist mutig und du sein Wort, das du erkannt hast von ihm, umsetzen. Wer Ohren hat, der höre. Und etwas ist auch wichtig. Wenn Jesus so in diesen Rätseln redet, könnte man ja sagen, der will das verschleiern, der will gar nicht, dass alle Leute das hören. Das stimmt nicht. Sondern weil es so eine einfache Geschichte ist, sind wir aufgerufen, hinter die Geschichte zu schauen. Wir brauchen Interesse, wir müssen uns in dem Sinn aktiv mit dieser Botschaft auseinandersetzen. Die Zusage, die wir haben, ist aus dem 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum ist es die Aufgabe von jedem von uns, zu säen, weiterzugeben, weiter dran zu bleiben. Und wir kommen zum dritten Teil, zum Boden. Aber bevor wir den Boden genauer anschauen, möchte ich noch etwas sagen. Seht ihr da? Hat es eben verschiedene Sachen. Man sieht, es ist hart, es hat Steine, es ist ein Weg. Und manchmal hat es zwischen diesen Steinen schöne Blümchen. Und ich bin heute Morgen da bei unserem Nachbar vorbei. Und da dachte ich, Potz, heitere vorne. Schöne Disteln hat er in seinem Garten. Kennt ihr das auch? Dass man denkt, was hat denn der bei sich im Garten? Also es ist wirklich, es ist in so einer schönen gepflegten Rabatte, ist das heute Morgen gewachsen. Hast du gesehen, dass ich es abgeschrissen habe? Gell? Sie hat es gesehen. Ardorfstrasse, alle haben es gesehen. Aber hört mal, ich bin jetzt froh, hat es jemand gesehen. Weil das ist genau das Problem. Genau so oft hören wir doch den Text und dann denken wir, ui, also die müsste das hören. Die ist doch so, ja bei der, das wäre doch etwas, wenn die würde zuhören. Oder der sollte mal in sich gehen und mal schauen, was bei ihm im Garten wächst. Also bei mir hat es dann nicht so grusige Disteln, da wächst es Schöneres. He? Kennt ihr das? Also ich von mir muss sagen, ja, das ist so ein menschlicher Zug. Und der verurteilt Jesus aufs Schärfste. Wir sind so oft so stolz und so überheblich. Eben, wir sehen die Spreissen bei den anderen in den Augen und unsere eigenen Balken sehen wir nicht. Darum, wenn wir jetzt das Ackerfeld anschauen, lassen wir uns nicht für unsere Nachbarn, Ehemänner und Mütter denken oder Brüder, die uns aufregen, sondern denken wir für uns. Der Boden. Wenn man da den Boden sieht, dann sagt Jesus ganz klar, der Ackerboden, das ist ein Beispiel, wie ich am Wort Gottes begegnen kann. Es ist so etwas wie der Herzensboden. Und ihr seht auch da noch ein bisschen näher, es gibt verschiedene Boden. Der Boden, der muss in Anspruch genommen werden und gepflegt werden. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Bauer so einen Kipper voll mit Korn abgeben kann, wenn er nie aufs Feld ist? Also unser Nachbar, der hat viel Korn gehabt. Das hat angefangen im Frühling, dann oder besser gesagt schon im Herbst, dann hat der Winterweizen gesät. Also da ist man ziemlich dran. Da muss man immer und immer wieder gehen. Da muss man dranbleiben und arbeiten, bis man dann endlich irgendwann ernten kann und kann die Ernte einfahren. Und so ist es auch bei uns. Ein Acker braucht Ackerpflege. Und ohne die Arbeit vom Säen gibt es sicher keinen Ertrag.
Und so könnte man auch sagen, auch unser Herzensboden muss immer und immer wieder bearbeitet werden. Also wir können uns jetzt nicht einfach hinterlehnen und sagen, ja, also als ich 18 war, da habe ich das Wort Gottes aufgenommen und seitdem ist gut. So geht es nicht. Weil das muss immer wieder neu erschaffen und in dem Sinn gepflegt werden. Nicht, dass wir es selber machen müssen, aber immer wieder neu annehmen. Eben, wie stehen wir zum Wort Gottes? Es gibt verschiedene Beschaffenheiten von unserem Herz. Fest trampelter Boden. So muss ich mich fragen, bin ich vielleicht auch über all die Jahre, bin ich vielleicht hart geworden? Und ich habe es spannend gefunden. Der Herr Rinecker, der hat behauptet, so wie ich mich meinem Nächsten gegenüber verhalte, so darf ich mich auch am Wort gegenüber verhalten. Also jetzt überlegen wir einmal, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Vielleicht sagen wir, ja, ich lese doch jeden Tag in dieser Bibel, ich mache wirklich das, was man sollte. Und gleichzeitig ist man verbittert, man ist vielleicht hart geworden durch Verletzungen. Und der begründet das so, der Herr Rinecker, dass das eben harter Herzensboden ist, indem er sagt, im 1. Johannes 4,20 steht, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Bin ich kalt, steif, stolz, überheblich oder verbittert? Bin ich festtrampelt? Das zweite Bild sind Steine. Und da heisst es, eben, man ist schnell begeistert, aber wenn der Alltag mit der Mühe und der Anfechtungen kommt, ist die Begeisterung vorbei. Und auch da sagt der Rinecker, Gottes Wort fragt nicht nach Begeisterung. Gottes Wort, das hat Konsequenzen. Das ist klar und trennend. Aber wer für mich ist oder wer nicht für Jesus ist. Es gibt nicht irgendetwas dazwischen und heute ist super und morgen nicht mehr. Und da könnte man doch auch sagen, es macht nüchtern Gottes Wort. Da wird nämlich jede Illusion zerstört, dass ich doch so eine gute Frau bin. Ich bin so tüchtig, ich gebe doch alles. Und ich bin so fromm. Eben, ich lese, ich bete, ich probiere Gutes zu tun. Nein, wir brauchen die Rettung von Jesus, das Anerkennen und Abknündeln vor dem heiligen Gott. Ein begeisterter Mensch, der ist ein Mensch vom Augenblick. Er hat keine Wurzeln wie ein guter Baum, wo, wenn der Sturm kommt, zwar ein bisschen muss reinliegen, aber es reißt ihn nicht aus. Wie dass wir mit Jesus im Alltag unterwegs sind, das zeigt, wie wir verwurzelt sind. Ein Leben mit Jesus ist nicht eine Sonntagsmorgentätigkeit. Und das Dritte war noch eben das Unkraut, die Dornen. Da ist klar, Sachen wie Zorn, Eifersucht oder das Gefühl haben, Gott hat mich vergessen. Kennt ihr das? Am Morgen macht man Andacht, man betet, man leitet den Tag her und man bittet, Herr, führ und leite mich. Und also spätestens vor dem Mittag denke ich, oh nein, das ist nicht und das geht nicht und da habe ich noch. Und wie soll denn das kommen? Also ich kenne das. Die Sorge, plötzlich zu denken, nein, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Oder also die Sorge oder das Problem, das ist viel zu gross. Das kann etwas sein, dass es wie unter die Dornen geraten. Aber Jesus sagt noch etwas ganz explizit. Er redet nämlich vom Reichtum, von den Schätzen dieser Welt. Wenn uns Geld wichtiger ist
weder alles andere am Schluss. Dann haben wir unter die Dornen gesät. Es wird keine Frucht bringen, weil es erstickt wird vom Unkraut. Und gegen unsere Angst, auch gegen meine Angst, Gott könnte mich vergessen haben. Gott könnte mich vergessen haben, uns zu versorgen, dürfen wir wissen aus dem Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird das alles andere euch zufallen. Also ihr seht, es ist an uns, immer wieder den Boden zu prüfen. Aber von lauter Unkraut im eigenen Herzensgarten oder im Garten, wo wir dann manchmal eben das Gefühl haben, bei den Nachbarn oder festtrampelte Strukturen in unserem Leben, das ist nicht das Hauptmerkmal, sondern das ist das Ziel. Gottes Samen, der hat sozusagen Gelinggarantie. Am Samen kann es nicht liegen. Also die gärtnern, haben ihr das auch schon erlebt? Da säet man etwas und es kommt nichts. Kennt ihr das? Was ist dann manchmal passiert? Die Schnecken gefressen. Die sind jetzt in diesem Gleichnis nicht vorgekommen, die könnten wir ja auch noch reinbringen. Die Sorgen, eben, könnten vielleicht auch Schnecken sein. Aber manchmal fragt man sich doch dann im Garten, ui, habe ich einen kalten Samen verwünscht, ist etwas nicht gut mit dem? Ja, also in unserem Fall müssen wir uns diese Sorge, die können wir definitiv ablegen. Der Samen von Gott, der ist gut. Das Evangelium, das Wort Gottes, das ist gut und das hat keine Garantie, Wachstumsgarantie. Es bringt Frucht. Ob es 30, 60 oder 100-fach ist, das entscheidet nicht wir. Und auch das müssen wir nicht sagen, also bei der ist der Kipper schon recht leer. Die hat nur so wenig. Und der, so will ich sein wie der. Sollen wir das? Auch das. Das ist wie mit dem Unkraut im Garten vom Nachbarn. Es geht um uns. Es ist gut so, wie es Gott uns anvertraut hat. Und das Kriterium, eben wirklich in unserem Leben etwas wächst, ist, wer das Wort hört und versteht, bei dem wird ein Prozess anfangen, der anfängt zu wachsen. Diese Zusage, die haben wir, weil der Samen Gottes, eben das Wort Gottes, einwandfrei ist, mit keiner Garantie. Und darum möchte ich mir und euch so fest sagen, sind wir doch bereit, so ein Sämann zu werden. Immer und immer und immer wieder. Das Wort Gottes rauszustreuen, egal, grosszügig zu sein, mit dem Risiko, dass es halt unter die Dornen oder auf den Weg geht. Gottes Wort in unserem Umfeld, in unserem Alltag zu verteilen und auszubreiten. Und selber das, was wir gehört haben und verstanden haben, auch umzusetzen. Und ich glaube, als Drittes immer wieder fragen, wie sieht es mit meinem Herzensboden aus? Gott helfe uns und er sei gnädig mit uns. Amen. Und wo ich da mich vorbereitet habe, hat mir noch jemand geschrieben, das, was unser General gesagt hat, was ist der Job für Heilsarmee? Was hat unser oberster Chef gesagt? To spread the gospel of Jesus Christ. Und spreaden, das kennen wir ja seit Corona, oder? Das steht sehr negativ. Aber spreaden heisst eben verteilen. Der Auftrag von uns als Heilsarmee ist die frohe Botschaft, das Evangelium auf alle möglichen Arten in unserem Sein, in unserem Tun zu verteilen. Das hat der General Buckingham erst gerade letzte anscheinend gesagt. Also ist klar, was unser Job ist. Und ich bin so dankbar, dass wir Leute haben, die das tun. Ganz praktisch. Wir haben es im Lied gesungen, wenn Güte, Barmherzigkeit, teilte Liebe, wenn das in unserem Leben wächst, dann hat das Wort Gottes guten Boden gefunden.